Hallo zusammen, hier ist der Crown Cletus oder der Chris. Es ist ein kleines Versuchchen hier. Gestern am Abend können wir Black Ops 2 holen am schönen Zürichsee. Nochmal merci am Screech. Ihn dort glücklicherweise auch noch schnell getroffen. Und er keinen Plan, so auf die 11 Mal eingelegt. Zuerst mal alle Maps im Combat Training gespielt. Und es ist voll wicked. Also die computergesteuerten Gegner, die sind mittlerweile wirklich gut. Und sie können eben auch Objective Game Modes spielen, wie Herrschaft oder Domination. Und doch, das ist noch interessant. Die Maps gefallen mir gut, farblich auch ansprechen und so. Fühlt sich auch gut an. Wird auch noch oft abkassiert, irgendwo neu, wo ich keinen Plan habe. Und dann habe ich kurz mal Zombies gespielt. Das ist auch richtig cool. Bin zwar nicht wirklich rausgekommen. Am Anfang muss man ja irgendetwas zusammenbasteln, dass man durch die Türen durchkommt. Das habe ich dann gemacht. Bin in den Bus eingestiegen, aber durch dann von den Zombies gefickt worden. Dann habe ich schnell die erste Mission einen Singleplayer gemacht. Und ich muss wirklich sagen, also grafisch haben sie einiges rausgeholt. Man sieht zwar wirklich, dass eben die Engine mittlerweile recht alt ist. Aber es ist cool. Und dann kurz vor der 2, heute Morgen in dem Sinn, Samstag, morgen um 2, habe ich die Info bekommen, dass die Server laufen. Zwar nur eingeschränkt, aber dass man online gehen kann. Und wenn ihr auf callofduty.com/blackops2/Status geht, könnt ihr dort die verschiedenen Plattformen anschauen und sehen, ob es läuft oder nicht. Und ja, dementsprechend bin ich dann online gegangen und habe recht auf die Fresse bekommen. Zuerst Domination gespielt und im gegnerischen Team sind 3 vom gleichen Clan oder was auch immer gewesen. Und ja, ich habe ein 0:11 gemacht. Jetzt wirklich in Spawnen und wieder gefickt. Dann habe ich gedacht, ja gut, scheiß drauf. Ich freue mich sehr, wenn die Crown-Jungs auch rum sind zum Unterstützen, aber das Spiel ist ein bisschen free for all. Und Dashboarder-Schwuchteln hat es immer noch. Bleibt doch in diesen Games. Ich kann es immer wieder nur gleich sagen. Und wenn der unbedingt gehen müsst, dann verliert das Game mit Startbändern oder was auch immer. Hure Feiglinge. Und er Camper hat es natürlich auch wieder übelste gehabt. Sonst hat es sehr viel Spass gemacht. Die Spawns sind nicht allzu optimal, jetzt mir dünkt. Ich bin manchmal gespawnt und der Gegner hat mich gerade abkassiert. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen auf die Grösse der Map drauf angekommen. Die Waffen finde ich sehr interessant. Der Nachfolger von AK 47 ist irgendwie, die ersten 2 Schüsse werden schneller geschossen und dann wird es ein bisschen langsamer und eins von den Maschinengewehren schießt ja auch, je länger man schießt, langsamer. Die Chichom muss man immer wieder Burstfire, also immer wieder klicken, dass sie schießt, aber so kann man dann hure schnell schießen und es gibt wirklich interessante Waffen, ja. Ich versuche ein paar Tipps und Tricks am Start zu haben am Dienstag, dass ihr auch gerade einen kleinen Anhaltspunkt habt, was ihr wählen könnt. Ja, sicher auch über die Maps, weil das hilft zum Teil auch noch ein bisschen die Sichtlinie. Aber was ich primär werde versuchen, euch jetzt jeden Tag so ein Update zu bringen, wie es etwa so aussieht. Pennen bin ich näher etwa so um 4, ich habe es bis Level 12 geschafft. Weitere Games sind eben, wie gesagt, ein bisschen besser gelaufen als das 0:11. Und im Combat Training habe ich noch irgendwas 200:0 gemacht. Bots natürlich sehr einfach eingestellt, um zu schauen, ob es irgendwie ein Special, eben Killstreak noch gibt oder so. Und das war nicht der Fall gewesen. Es kann aber sein, dass es nur im Multiplayer auftaucht oder so. Wir werden es sehen. Ich werde noch ein bisschen weiterleveln jetzt. Und ja, ich versuche das Ghost Perk gar nicht zu verwenden. Das mal so als Startinfo, weil Lightweight und Hardliner sind in meinen Augen 1000-mal besser. Vor allem Hardliner, man merkt es eben schon, man bekommt das Zeug dann schon ein bisschen früher. Und mal eine erste Annahme, was ein bisschen überpowered sein könnte, und zwar die Hunter-Killer-Drohne, die ist wirklich ein Biest. Also die macht fast immer einen Kill, zwischendurch 2, und das Flak-Jacket scheint einem nur ungenügend vor diesem Ding zu beschützen. Es ist aber so, wenn man mit Gebäude reinläuft, wenn es dann heisst, Hunter-Killer-Drone, was auch immer am Start, kann man eben reingehen und dort Schutz suchen und dann passt das dann auf jeden Fall. Ja, es gibt für alles einen Counter und ja, ich weiss gar nicht, was ich alles erzählen. Es gibt so viele Infos. Gesamthaft kann ich aber sagen, dass es wirklich sehr vielversprechend scheint. Der Ansatz, dass eben Perks wie schnell nachladen, Steady Aim und so jetzt als Waffenaufsatz vorhanden sind, macht eben auch noch sehr viel Sinn, finde ich. Und ja, jetzt mal schauen. Mal noch ein bisschen ein Bild verschaffen, dass ich euch dann noch ein bisschen mehr erzählen kann. Ich wünsche euch einen schönen Samstag.
Ciao zusammen.